Heit zu Lützeburg huet den Verkeier e relativ grossen Undeel an dummer negativen Impact op Zählegasen. Dat Teech allerdings och, dats de Grospotenzial get fir dat ze verbessern. Haut sie mir bei der Firma Sales Lenz, eng gewichtchten Akteur am Transport en commun, dat hiech senger Spezialitéit, déi schon zenter viele Joren Proen entwickelt an doranner investéiert, fir dat ze verbessern. De Rezenzbeispiel ass d'Entwicklung vun enger mobiler Lotstationun fir Elektrobussen. Doriwer aniwwer aner Realisatiounen schwätze mir ze summen am Generaldirektor vu Sales Lenz dem George Hilbert. Mesilo zwar hinkom fir Explikationen ze kreen iwwer en spektakuläre Gadget, den am März des Joer präsentéiert gin ass. Das eng Entwicklung, die man zummer enger deitscher Firma schon eng gute Joer am Gang sinn. Et handelt sich um en Energiespeicher. Und zwar war eis Idee fir eng Mobil-Lotstationun fir Elektrobussen zu entwickeln. Mobil, dat heißt, den Energiespeicher muss auf enger Remorque sinn, dat se kann auf eng Platz bringen, wo ihr lo wollt die Elektrobusse luden. Et kann net lo so net wie eng Powerbank am XXXL-Format, den also op de Platz bringt, wo d Busse ginge luden. Die Remorque hat eine Gesamtspeicherkapazität von 2 Megawattstunden an as ekipéiert mat 10 Chargeur rapid. An unserem Depot heute zu Kerching haben wir Chargeur rapid von 300 Kilowatt. Die go für 4 Jahre installiert und das war damals von den nächsten mit der Puissance, die an Europa installiert ist, von unserem Fournisseur der Firma Heliox. Die Partikularität von diesem System ist, dass man die 2 Technologien haben für einen Bus und den Chargeur zu konnektieren. Wir haben hier am Roden den Pantograph inversé. Das heißt, der Pantograph geht vom Mast drauf, auf die Schienen, die sind am Bus drauf, und ein anderes System, wo der Pantograph am Bus montiert ist, da geht der Pantograph dann rauf, ob ein Kontakt hat, für dann Konnexion zu machen. Und dieses System als dynamisch eine Switchbox da hat, das heißt, kann ein Bus kommen, der nicht in das System inversé, und direkt kann ein anderer Bus kommen, und der kann aber 300 Kilowatt laden mit dem Pantograph, den geht. Hier haben wir als Installation von einem Transformator 1600 kVA mit dem Anschluss und Mittelspannung und direkt handelt man als der Chargeur rapid von 300 Kilowatt. Der geht für 4,5 Jahre installiert und das abgedeelt an 5 verschiedene Kompartimenten. Wir haben eine Umwandlung von 400 Volt auf 320 Volt, mit dem das System schafft. Dann haben wir Kilung, eng Wasserkilung von der ganzen Installation. Am Rätsel nehmen rund die 2 Schiff, dann sich die Umwandlung vom Wechselstrom an den Gleichstrom, mit dem dann Pantographen alimentiert, die für die Busbatterie zu laden. Bei den Chargeuren für Elektrobusse notzuladen, da gibt es eine ganz Panoplie von Techniken, aber auch von Stärken von den Chargeuren. Das ist auch kein Neuland an der Buswelt, weil es gibt Elektrobusse seit 4-5 Jahren und es gibt vom Losenladen von 11 Kilowatt bis 300 Kilowatt Charge rapid gibt es so ziemlich alles, was ihr kriegt. Und das ist wichtig, dass man als Busentreprise Strategie ausschafft, wie muss ich, was für ein Bus zu laden, und was für ein Delay von Zeit. Wenn ich zum Beispiel an der Nacht meinen Bus von Mitternacht bis 5-6 Uhr zur Verfügung habe, dann habe ich gut 5 Stunden Zeit, wo ich die Batterie vom Bus kann laden. Wenn ich aus meiner Linie rausrechnen kann, dass der Bus nach 30% Batterie am Depot aufs könnte, brauche ich also so viele Kilowattstunden, die ich muss in einer gewissen Zeit nachladen. Aber man hat davon habe ich in den Kalkül, was für eine Puissance brauche ich für Chargeur an meinem Depot für über nur zu laden. Wenn der Bus morgens rausfährt auf die Linie, da fährt dann ein paar Mal alle Retour. An jedem denke ich, ja, 10 Uhr muss nach einem Kanal laden. Und da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder der Bus fährt bei Chargeur rapid in einem öffentlichen Raum, als wie zum Beispiel in Parkenrad Süd oder zu Bachtring, sind 2 Beispiele, oder zu Deverding beim DIF-Bus.
Oder der Bus muss zurück an den Depot vom Busoperateur, wo dann mit einer Recharge rapide von 300 Kilowatt geladen kann gehen. Die Recharge rapide, die haben noch evaluiert, dann noch Bushersteller haben sich da adaptiert. Heute kann ich Busse bestellen, noch Chargeur rapide mit 450 Kilowatt. Also da, wo ich bei der Automobilindustrie von Supercharger schwätzt, 150 oder 300, die Busindustrie kennt das schon, und die geht heute mit Puissancen viel mehr hoch, die 250 noch 600 Kilowatt, also am Gangen entwickelt zu gehen. Bei Saarland haben wir heute einen Gesamtfuhrpark von 650 Gefährer. Davon sind 30 Hybridbussen, 160 Minibussen, all die anderen Gefährer sind Schulbusse, Linienbussen, Diesel, und wir haben 52 Bussen, die 100% elektrisch angetrieben gehen, und 15 Elektrik-Hybrid, also Plug-in-Hybrid. Bei den Elektrobussen sind noch zusätzlich 70 Bussen an Bestellung, das heißt, der Fuhrpark ist an 6-7 Monaten bei knapp 130 Elektrobussen. Wir haben Elektrobusse von 4 verschiedenen Herstellern heute. Die Hauptursache ist, dass für 4 Jahre, 3 Jahre noch nicht so viele Elektrobusse im Markt waren. Wir wollten unbedingt Produkte mit nicht vergleichen und auch die beste Technologie für den jeweiligen Ersatz holen. Beim Gelenkbus, da für die vielleicht mehr Spitzen, morgens und abends, das heißt für ein bisschen mehr Kilometer, kann man zwischen nachladen. Da brauchen dann einen Bus, den Pantograph fährt, und eine mittelgroße Batterie. Bei den 12 Meter Bussen, da hängt vom Ersatz auf, also spitzt oder also das Gefährt, was den ganzen Tag durchfährt. Wenn es wie lange durchfährt, keine Notladmöglichkeit hat, dann holt man natürlich einen Bus, der ein Maximum von Batterie an Bord hat. Aber immer wichtig zu gucken, dass der Bus nicht zu schwer ist, dass wir können Passagierkapazität halten, die der Klient fragt. Ein anderes Flottbeispiel ist das von unseren allerersten Elektrobussen, die zu verdienen, vom DIF-Bus, die fuhren seit 4 Jahren. Das Busse fuhren dann in einem 30-Minuten-Takt, 25 Minuten auf der Linie und dann 5 Minuten im Terminus, für die Leute ran und rausklappen. Und die 5 Minuten die genutzt, 4 mit einer Recharge rapide, den Bus notzulösen. Hier sind wir an unserer Halle 2. Die erste Halle, noch die zweite Halle, die sind voll equipiert für Elektrobusse zu laden. Hier haben wir eine Gesamtkapazität für 36 Elektrobusse können zu laden. Was ihr hier seht, sind Contact Hoods, die Dach fixiert sind, mit dem Kabellage, die von den Chargeuren die hier auf der Seite stehen. Die Positionen sind hier mit dem System equipiert. Am Bussen laden alle Guten hier über Not, zwischen Mitternacht und 5, halb 6 morgens. Und noch während dem Tag sind mal 3 oder 4 Bussen, die zurück sind, für da während 1 oder 2 Stunden notzuladen. Das sind die Bussen, die an der Spitze morgens von 6 bis 9 fuhren und dann kann mittags zwischen 4 und 7. Hier haben wir beim Pantograph den Bus montiert, das an Contact Hood, da sieht er 4 verschiedene Banden. Das ist für den Plus, das für den Minus, für der und Kommunikation. Das sind die 4 Konnektionen, die der Bus muss mit dem Charger machen. An dem Moment schwätzt der Charger mit dem Bus und der Bus sieht, wie viel sind Batterie nachgeladen, also wie viel Spannung, Strom das sie braucht. Und da fängt der Ladeprozess an zu funktionieren. Voilà, dat war e flotten Iwerblick iwwer die viel Erbeg, die zwar ass, aber fir an allem iwwer die viel Méiglechkeet net gros Potenzial am Sinn an der Richtung Energiewend, erneuerbare Energien, dats alles gut gëtt. Vielmals merci.